Good morning, alle. Welcome in Lebenswasser. Welcome in dit huis van Deel. Ik vrees dat je hier bent. We hebben een goede zondag gepland. We hebben lang voor deze zondag gepland. We hebben gebed voor dit. We hebben gedacht wat God wil schaffen in deze zondag. En van Deel is het zo weit. Ik heb hier top zijn en God zijn jeen wordt komen. En we freuen ons daartoe. En zo kan iedereen welkom wat hier is. Dankzij voor hier zijn. Dankzij voor de eerste service herkomen. En voor die wat mij kennen hier in de lobby komt hier aan in de Fairlife. We waren hier aanvangen meestvoets met de aanbidding. En zo komt ons alle hier aan waar we aanvangen. Mij vraagt dat voor al die wat je internet aangesteld dat we kunnen in je huis komen. Vielleicht zij je op een trak, vielleicht zij je wohin je wees, vielleicht reis je. En je bent thuis in je huis in een living room. En we kunnen dus in je huis komen en van daar met je toppers check down en God loven en prijzen, God zijn woord hier. En dankzij voor ons de gelegenheid geven dat we kunnen met je top en je huis zijn. Mij vraagt dat van wo immer je kijkt down van de ganze wereld dankzij voor plaats zijn. Voor deze zondagsmorgens, ik weet veel van jullie, wat ik kijken online. Je hebt ook al gebed voor deze zondag en je zijn plaats voor dit. Dankzij voor dat en we vragen ons dat we kunnen met jullie top zijn. Voor je zondag dan zie ik dat we horen wat zeer bijzonder wat er opkomt met ons digit materiaal. En ik zie dat kan dat daar nog niet zijn, van deel is het zo weit. En nu wil ik u zeggen wat we hebben doen met dat digit materiaal wat we eruit zijn te uitchecken. En we zijn zeer excited over dat. We hebben over de laatste paar maanden wijsheid voor ouderen opgetaped en opgesnapt en video gemaakt. Wo dann ein von unseren Couples hier von der Kirche die ganze Series der hat mehrere Botschaften sind, eine Lektion von wo wir können mit unseren Kindern umgehen, krieg in diese Zeit von wo wir nu leben down, wo wir unsere Kinder können besser belehren und wo wir Eltern bloß können mehr Weisheit kriegen, um die rechte Entscheidung machen für unsere Kinder. Und so, wir sind so excited über das, dass wir dort können rückchecken. Ich sehe zu meinem Team diese Werk in der Kirche Office, ich sehe, mir geeft dat een vrij dat we kunnen dat uitchecken. Wenn ik kijk mir aan in onze jeugd, in onze dietredende wereld, en ik zei dat ons ouderen veel wijsheid. Ons veel wijsheid, wo met kinderen om te gaan. Wo we kunnen lieftoelig omgaan met onze kinderen. Wo we kunnen den weg wijzen, omdat ze voor Jezus vingen. En ik zei tegen het team dat een paar weken terug, dan zag ik een man, die weer bij een gasstation en hij kroop van pick-up uit, hij stapt uit zijn truck uit en met dat valt dat kleine baby gelijk op je gezicht op de vloer aan. En ik keek dus met wat hij wilde doen. Hij nam dat kind en hij zat het in de zaad en knalde daartoe en dan weer hij waren aan zijn phone. En ik dacht zo, vriend, die veelt wijsheid voor ouderen. Mij veelt wijsheid voor ouderen. Manchmal dan redt ons dat af. We zeggen manchmal ons redt de geduld af. Aber Gott leert uns, dass wir sollen geduldig sein mit unseren Kindern, wir sollen lieftoelig umgehen mit unseren Kindern, wir sollen unsere Kinder auf einen guten Weg lehren, dass sie vor Jesus finden, gute Entscheidungen merken, in diesen Season, wo wir sind und wo wir näher gehen, und wir sind es noch einmal so viel wichtiger, dass wir Weisheit haben als Eltern, um unsere Kinder lehren. Und wir als Lebenswasser, wir sind eine Kirche von jungen Familien, wir haben Kinder in der Kinderkirche, ich tue mich brav mit ihnen alle, ich tue mich brav mit den Eltern in dieser Kirche, für so sie ihre Kinder lehren. Ich tue mich brav mit ihnen, dass jede Kinder hier in unsere Kinderkirche bringen, und dass wir keine Partner sein mit ihnen, und die Kinder lehren auf dem guten Weg. Und so Dankeschön für die Gelegenheit. Aber was ich will sagen, ist, diese Lektion, die wollen wir anfangen zu checken, jeder Montag, klok 6 Uhr, dann wird eine neue Lektion rauskommen. Die wird auf YouTube sein, in verschiedenen Städten, wo ihr die können sein. Und so checkt für dort, wie wir das rauschecken, nu das Montag, was neu kommt. Und dann jeder Montag, klok 6 Uhr, wo wir eine neue Lektion rauschecken. So misst dort nicht, checkt nur dort, Weisheit für alle. Hier ist ein Karta-Video, was wir haben abgestellt. Okay, wir sind hier von Marlene Rampel. Die Bibel sagt, wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Und dort ist eine steht, wo wir können Licht sein, wenn wir unsere Kinder gelehrt haben, wenn wir die belehrt haben. So, wenn wir unsere Kinder belehren und die Menschen anfangen zu sein, was für ein schönes Familienleben wir haben, dann kann jeder nur Gott wissen. So, ich will bis alle Typus Dankeschön sagen zu dem Team, das hat geschafft, um den Topstall. So, wir werden uns eine Hand geben. Und mein Gebet ist bloß, dass wirklich Menschen verändert wurden durch diese Lektion. Und sie waren ihre Kinder mit Leib behandeln, sie waren Weisheit kriegen, wo fährt wir zu. Und so, vielen Dankeschön für Platz. So, klok 6,
jeder Montag für eine neue Lektion. Hier sind noch Samaya Dinge, Samaya bekannt merken, was da abkommt, und dann nur dort, wo wir in der Worship nennen. Check noch die Announcements. Ja, moin Lebenswasser. Mein Name ist Kenneth Giesbrecht und das sind die Bekanntmerkungen für dieses Werk. Juni den 27. planen wir hier am Sonntag des Morgens neue Glieder abzunehmen, hier die Lebenswasser-Kirche. So, wenn du sagst, Lebenswasser ist eine Tüskirche geworden und die wirst gleich ein Glied zu werden hier, dann freuen wir, dass die Vision-Klasse nehmen darfst. Du wirst noch 2 Gelegenheiten haben, um die Vision-Klasse durchzugehen. Die erste Gelegenheit ist morgen und übermorgen, so dass Montag und Dienstag, Klock 7 Service hier bei der Lebenswasser-Kinderkirche. Und so die kannst du abschreiben, wie eine Information darfst für die Vision-Klasse nehmen. Und die Vision-Klasse ist nicht bloß für Menschen, wo wir gleich ein Glied zu werden. Die Vision-Klasse ist auch für Menschen, wo wir gleich ein Mithelfer zu werden, für die Lebenswasser-Kirche. Und die Vision-Klasse ist auch für so eine Menschen, wo wir bloß mal Informationen gleich von unserer Kirche, wo wir schaffen und wo wir glauben wollen. So, wenn ihr einen von diesen 3 Dingen interessieren, dann sind die auch für die Vision-Klasse, die eine Information darfst, morgen und übermorgen Klock 7 Service, hier bei der Lebenswasser-Kinderkirche. Nächsten Sonntag ist Mother's Day, den Tag, wo wir alle Mamas zelebrieren und hier die Lebenswasser-Kirche. So, ich sage die Mom anzuladen für Klock 9 oder Klock 11 des Morgens. Die wollen eine Blumen haben zum Eintauchen für alle Mamas. Die wollen eine Stadt haben, wo die Bilder aufnehmen mit ihrer Familie, mit ihrer Mama taub. Und da wollen eine gute Zeit sein, so lud die Mom, lud die ganze Familie an für Mamas Tag, nicht kommenden Sonntag. Bloß zum Ihnen denken halt, morgen Klock 6 Service wird unsere erste Klasse reinkommen von Weisheit für Eltern. Die wollen ich empfangen auf unserem Lebenswasser YouTube-Channel und die wollen ich auch auf unserer Lebenswasser-App finden. Und so, wenn du Kinder hast, kick doch mit ihnen Friedhof, kick doch mit ihnen Montag und lehrt wo bessere Eltern zu sein und wo ihre Kinder abzutragen. Oder vielleicht war es Plonjebot Kinder zu haben und das eine gute Gelegenheit zum Lehren von wo gute Eltern zu sein. Und so mag ich dort, wenn ihr diesen Video kicken wollt, du unter dem Video eine Beschreibung, du wollt einen Link finden. Wenn ihr nachbereiten wollt, dann wollt ihr dort bald den Handbuch bringen für diese Klasse. Und das Handbuch kann ihr raufholen und dann kann ihr den uitdragen und dann kann ihr den ganz hinterher gehen für die Klasse über den nächsten Werk. So wir laden ihn an, morgen Klock 6 Service für Weisheit für Eltern. Und dann noch zuletzt, wir an der Lebenswasser kommen, das ist die Kirche. Du kannst dich vorbeikommen, wenn ihr dort eben fehlen darf, die kommst vielleicht ein Kind ladig. Und die kommen, wenn ihr einen Park in den stellen, ganz und sonst. Oder die kannst nicht kommen, um die unterstützen mit Geld oder eben. Das ist alles von mir, von der haben wir gesehen, das Werk. Weil wir alle abstimmen, wir wollen anfangen mit Gott loben und anpreisen, hochheben von der Samarias. Und die Kinder kirche, da sagen wir noch manchmal zu den Kindern selber ein bisschen schädern, für die Worship anfangen und irgendwas tun. Und ich dachte so, wie soll auch vielleicht mal ein bisschen schädern und all die Gedanken aufschädern von was wir hier sind angekommen. Ja, ich weiß nicht, was alles an den hat, aber wir haben alle in verschiedene Dinge. Wir haben alle eine Geschichte. Wir haben alle eine Geschichte, was in uns hart ist und was uns wichtig ist. In den Season, wo wir bei sind, in diesem Werk, was da kommt, alle haben verschiedene Dinge. Aber ich freue bloß in Jesu Namen, dass wir können die Dinge ein klein bisschen zu ziehen und bis wirklich vorankommen. Das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit zum Vorankommen, am Loben, am Preisen, am Hochheben und am Sein. Red zu mir Wort von dir. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir freuen bloß, dass du was reden zu uns. Und wir heben die hoch. Durch diese Leute, was wir singen und anbeten, das ist nicht bloß ein Singen. Aber wir kommen für die, wir beten die an, wir heben die hoch und wir sagen, du bist der, was uns Lehrer ist, du bist der, nach wem wir kicken, du bist der, was uns den Weg wies, und du bist der, was uns frei macht. Und wir danken dir dafür, und ich lobe dich und ich preise dich in Jesu Namen. Amen. Du setzt mich auf den festen Grund. Du hältst mich und du lässt mich niemals los. Du hilfst mir immer weiter. Oh mein Gott, so gut, du hebst nicht ab von mir. Oh, der Friede kommt, mit ihnen läuft von mir. Oh mein Gott, so gut, du hebst nicht ab von mir. Oh, der Friede kommt, mit ihnen läuft von mir.
weg fri, die Glut weicht mir aus durch schon. Die Opfer haft mich nirgends nie mehr zum Leben auf die Stufen dort. Oh mein Gott, so gut, du hörst nicht ab und oh, der Friede kommt, wenn die läuft für mich. Oh mein Gott, so gut, du hörst nicht ab und oh, der Friede kommt, wenn die läuft für mich. Gut, waar we aan doen, waar we aan prijzen. Zie niet ins Blut te zijn, oh ik zie niet, du bist gut. Met die begroef stond op en door vrijheid. Du bist gut, wo du versprichst, Jesus, du hältst uns. Du bist gut, kreis ihn so lang und sag Jura. Du bist gut, sieh nicht ins Lob zu sehen, oh ich sing nicht. Du bist gut, mit die begrüßten Tag und dein Freiheit. Du bist gut, wo du versprichst, Jesus, du hältst uns. Du bist gut, kreis ihn so lang und sag Jura. Du bist gut. Die hab's nicht ab und wo die Freude kommt, wenn die läuft für mich. Oh mein Gott, so gut, die hab's nicht ab und wo die Freude kommt, wenn die läuft für mich. Oh mein Gott, so gut, die hab's nicht ab und wo die Freude kommt, wenn die läuft für mich. Oh mein Gott, so gut, die hab's nicht ab und oh, der Freude kommt, wenn die läuft für mich. Sieh nicht ins Blut zu sehen, oh, ich sing nicht, du bist gut. Mit die begrüßt und offen durch Freiheit, du bist gut. Und du versprichst, Jesus, du hältst uns, du bist gut. Kreis ihn so lang, es sagt Jude, du bist gut. Wir begruft du ja meine schon. Wir kan drehen allein so ne Weg. Då för min grav bereit ifrån. Jag gjorde mobile evening. Mina fela hörde var som led. Då för min grav bereit ifrån. Du rops min ord en äkran rytt och från.
finans min Gud vom Himmel. Ich will prägen, du bist mein Heiler. Dine Leute, sie läuft der Jure. Ich kann nicht taugen, min Uwen sein Nu, wenn du stirbst min Nu. Dann sag ich doch rum, wie diesem in dine Harken. Du röst min Nu, en äkran ut och rum. Wie diesem in dine Harken. Und då den så kommer Gott, wenn wir tid nehmen för om Gott, det sagst du persönlich, wer sie är. Jag har en moment, wo Gott till mig säger, jag ser din fura. Ans fel bud från Gott man i hu, jag ser din fura. Du bäst min kind. När moment, kräk du hur du bäst, för Gott, wer sagst du, wer sie är.
ter wereld ongenomen. Ik zie wer du sagst, ik zie. Du bist vor mir, bist nicht gegen mich. Ik zie wer du sagst, ik zie. Ter wereld ongenomen. Ik zie wer du sagst, ik zie. Du bist vor mir, bist nicht gegen mich. Ik zie wer du sagst, ik zie. Ik zie wer du sagst, ik zie. Jo, ik zie wer du sagst, ik zie. Yeah, blikt euch sehen, mehr flieh. So jetzt wirklich flieh. Ik zie Gott, sein Kind. Jo, sein Kind. Wenn mein Bruder sie nicht, du's nicht steht vor mir. Ik zie Gott, sein Kind. Jo, sein Kind. Vader, vi heben onze hängbus op naar die en vi komen je in de legenes. Wat we har geglaubt, wat de Dievel hat uns gesagt und wat wir alle nicht sind und wat wir sind, aber wir holen uns fast an, was du sagst, wer wir sind. Und wir sind frei und die wir danken dir dafür in Jesu. Und wer wir Jesus bis eine Hand geben. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Jesus, für so gut sein zu uns. Hey, ich kenne den Tool saten. Noch einmal viermal Dankeschön für hier sein. Wir haben einen besonderen Sonntag. Wir haben Edward und Heidi Giesbrecht hier von Bolivia. Und sind excited, sein Testimony zu hören, seine Botschaft zu hören. Und ich will bis Frau und Edward und Heidi, weil die abkommen, die Kinder abbringen, wenn die hier ist, so mit uns taub sind. Vielleicht bis ein von ihnen hier. So, wir haben lang fair gekickt, dass ich erst all sehe, dort Edward und Heidi würden mit uns taub sein. Und nun sind sie hier mit uns taub. So, wir werden ein bisschen welcome geben. Das ist so gut, hier zu sein. So gut, hier zu sein. Wir freuen uns mit dem, was die tun in Bolivia und die Kirche, was die dort an. Die Kirche in Bolivia, die heute nie leben. Und es ist eine junge Kirche, das ist about 2 Jahre alt. Und sie sind die Lehrer dort, sie leiten die Kirche. Dort sind große Dinge, was da passiert. Die Kirche, die weiß, in eine junge Lehrerschaft. Wir sind so dankbar für dort. Und wir wollen wieder in Städten für ihn beten, für was die tun in Bolivia. Some von ihrem Team, die sind auch mitgekommen, die sind nicht alle hier. Aber die, die hier sind, wo die bis hostig abkommen, dass wir ihnen können sein, Albert kam up und ab. Das ist ein Couple, die nicht hier sind, vielleicht sind sie hier in der zweiten Service. Aber das sind Jake und Joni Weeb. Und Joni schafft in der Kirche, sie ist die Secretary in der Kirche. Und das ist Albert Friesen, heißt ein Soltero, heißt ein Evangelist. Und was ich doch nicht so sagen. Das ist nicht zu haben. Aber das ist nicht zu haben. Aber er ist ein Evangelist. Er hat eine Geschichte vertellt. Er hat eine über Gott Geschichte. Und so, wenn ihr noch mal Zeit habt, hört noch seine Geschichte und was Gott durch sie leben wird. Aber wir in der Stadt, wir sind gut und wir wollen da hängen was die tun in Bolivia und bloß hängen stehen und bloß sein, was Gott tun in Bolivia. So, das ist deine Zeit, Edward, dein Testimony mitteilt. Vielen Dank. Dankeschön, Lebenswasser, für diese wunderbare Einladung. Es ist für mich so ein großes Feiertag. Als Pastor Steve nach Leven deed, gaat wie dit bereid, dat wie dit willen doen, wie willen dat dan irgendwann doen. En irgendwo, du kommt ein Dood dazwischen, du kommen viele Sachen dazwischen, du kommt eine Pandemie dazwischen, aber nu sind wir hier. Und ich weiß, dass Gott von dir auch viel will doen. Wir haben eine wunderbare Familie, die ich hier wiesen will. Das sind Wiebert, Heidi und ich. Und unsere 2 Kinder, Timotheo und Liam. Liam ist dort al manche Babys. Dat is een wonder Gott, dass wir keine so eine schmacke Familie haben, was er uns gegeben hat, das ist eine Geschichte für sich allein. Und wir sind so dankbar, dass wir können erkennen von dir auch hier bei uns sein. Und ja, das Dankeschön für das Bild von nu. Jesus macht wahrhaftig frei. Jesus ist noch immer ein Gott, was hier ist. Das Blut regt von dir noch immer zu. Römer 8, Vers 36 sagt, wem der Sehen frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und hier sehe ich von dir. Ich gehe Jesus, ich sehe frei von dir. Von sehr vielen Dingen, wenn es Jesus dort getan hat.
En ik wil van jou een boodschap brengen, wat de Heer Jezus zal naar ons hier alle brengen. En dat is dat we alle kunnen vrij zijn in naam Jezus Christus. Dat is niet als een vlees dat kan passeren, sondern dat is al passiert, al 2000 jaar terug. We zijn al vrijgekocht. En ik wil van jou mijn geschichte mitteilen, wens God heeft mij dat op hart gelegd, dat ik dat zal. Jankeren, deed mir dat niemals meine Geschichte mitteilen, aber Gott hat mir das am Hart sehr warm gemerkt, ich soll. Ich war in einer wunderbaren Familie in Paraguay ab, in einer Kolonie, was sich Sommerfeld nennt, eine schmacke Kolonie, sehr reine Kolonie. Und wir haben ich kann mir nicht bessere Eltern wünschen, als was wir wirklich haben. Mom und Dad, wir ein paar Lieder, was Gott nur verheilt vom ganzen Herzen. Und sie lehren uns den Weg. Ich kann mir denken, als wir abwasende Kinder wären, dann hat wir einmal den Weg gebetet. Und fertig gebetet, als Familie anfangen, dann pratet wir Mama, du nicht so lange beten, please, von dir ein bisschen weniger beten. So eine Mama, so eine Ältere hat ich. Sie wäre auch Diakonin in der Kirche. Bloß wir wären eine große Familie. Und jeder Ältere merkt Fehler, ob sie das wählen oder nicht. Und ich als Vater merke auch Fehler. So ich halte das nicht für schlecht an, aber hier ist ein Ding. Eigentlich hat sich irgendwann, sie hat eine Strip Jungs irgendwo gemacht, wo ich einer von den Jungs war. Und als ich geboren war, vielleicht ich oder ein von meinen Brüdern, sie würde vielleicht sich lieber mehr gewünscht haben. Und dann kommen da irgendwann andere Dinge nach der Zwischen. Ich wie ein kleines 7, 8 Jahre Jungje, dann muss ich dort leider all erleben, dort große Jungs nicht geschätzt für mich werden. Dort große Jungs mir allerhand sexuelle Dinge weisen, wo man das getan, wo man das gar nicht getan. Und sie deren dort aber immer auf eine so eine Weg, dort mir dort jankern, dort mir dort antreibend wird. Und sie weigte in mir irgendwas ab, was fehlte, die dich abgeweigt wird. Ich soll noch ein Kind sein, was spielen soll, und nu wie ich durch mein große Jungs taub, und sie weisen mir allerhand schon die Hofje Dinge. Und das gab in mir ein Verlangen, nur mehr zu weiten, nur mehr von sexuellen Dingen zu weiten. Ich war sehr jung, im Teenagerjahren, als ich mit der Selbstbefriedigung anfangen habe. Wenn es dort wie ein Ding, was mir immer wie gelehrt wurde. Oder Masturbation, oder ich weiß nicht, wo ich dort hinein dann. Aber dort ist, was alle Menschen hier irgendwann im Leben mal mit Trouble gehabt haben, was all groß sind. Dass der ein Prediger sagt, 99% haben Trouble mit dort und 1% haben Trouble mit Lehe. So ungefähr würden wir dort nahe kennen. Und dann auf einmal kommt der Satan ganz still, ohne ein großes Gerümmel, ohne viel mehr zu sagen, kommt der Satan mich und sagt, du wirst dich niemals befreien. Die Jungs haben die gebraucht, die bei sexuell missbraucht. Die Jungs haben die Nähe geplant, dort die nu Jungs jankert. Alle Geschichten, die mitgekommen sind, dort habe ich gemerkt, dass du ein Gay bist. Und du warst einer blieben. Und diese Lehnnis, die warst in mir ab. Und das wir auf so einer Stelle war, dass ich das nicht mal anwart, dass ich diese Gedanken feiern habe. Das wäre so im Hintergrund, ich feiere auf einmal bloß einfach. Und einmal dachte ich, nee, ich will das nicht. Nee, ich will das nicht. Und dann passiert das auch all. Meine beste Freundin, wir 13, 14 Jahre. Und sie stolen ihr Phone, die Mama ihr Phone, die Klock 2 Nacht, gingen naar de kerk, holden dat Cellphone en vangen de Melis aan te roepen, wat ze zei gleich deden. En ze spazieren met ihre Melis en ze schrijven ihren Text en hoort dat kerkmes Eva en ik dacht, zit, bij mij wordt dat niet passeren. Ik wil hem alleen blijven. Ik zie een jong gemerkt hem alleen blijven. En wanneer dan wil ik me verschmiet in de wereld. En irgendwann dan wordt het allemaal ooier en ooier en ooier. Ik voel naar alle camps, naar alle steden, waar ik plus handvatten kan. En ik wil vrij van dat, want ik wist, dat is niet God zijn plan voor mijn leven. 1. Korinther 6, vers 9 bis 11 zegt es dit. En dat is zwart op wit geschreven.
Oder weet je nicht, dat de eierrechte, dat Gottes Reich nicht oven worden? Laat je nicht aanbidden. Menschen, die Anzucht drijven, die Jette aanbeden, die de eieren breken, Männer, die mit Jungs oder mit anderen Männern geschlechtlich taubkommen und stehlen, jitzig sind, trinken, spotten und Menschen überfallen worden, dort Gottes Reich nicht oven. Aber weet je wat? Mij samen, en ik dacht, ik wil dat Gottes Reich nicht oven, wenn dat. Aber mij samen, wenn wir die Bibel wieder lesen, dann schreiben wir die rechte Antwort, was wir von Gott brauchen. Und in diesem Text ist das auch so. En zonen zijn een van jullie gewaast. Wat betekent gewaast? Dat is voorbij. Du hast Kraft in het bloed van Jezus Christus, dat kan vergonenheid zijn. Ja, ik had een homoseksuele denken. Ja, ik weer leefd als een gay in mijn ganze kop, in mijn ganze, wat mijn gedanken zich verstellen kunnen. Ja. Aber nu zegt dat wat andere over mij. Ik zie dat je was. Zo zijn een van jullie was. Aber nu zijn je rein gewaschen. Durch das Blut von Jesus Christus. Je sind geheiligt. Je sind gerecht geworden. Durch den Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Und durch den Yes von unserem Gott. Amen. Wir sind gerecht geworden. Wir sind nicht mehr in diesem Sinnhofchen Tauschstadt. Wenn Hij hat uns zurückgerettet. En dan is ik dat entscheid aan aannemen dat hij heeft dat al gedaan. Plus ik neem dat niet aan. Ik zeg aan Jezus, kom vergeef mij. Maar voert de nächste gedanke wie ik wil plus einmal met het leven. So ik neem dat in werkelijkheid niet aan. Dus dat was ik in mijn jugendjaren ab. Alle mijn vrienden vangen mij alles. En ik blijf allemaal alleen. Sind das so overs, wäre der euchste Ovende für mich, was das einmal geben kann. Ich grühl mich. Wenn ich gewiss all wahre wurde, die irgendeine Mehl abgefasst haben, und bei mir schafft das nicht. Gott sei Dank, fange ich das Vertrauen zu ein paar Freunden. Und wenn ich sage Vertrauen, dann meine ich Vertrauen, wenn sie das niemals gebrauchen. Ich kann meine Geschichte mitteilen mit ihnen. Und hier will ich bloß was sagen, wenn irgendwer diese Geschichte mit Ihnen mitteilen dann bitte, post ab. Die Hand Gold in Ihnen hängen. Die Hand, dat reich jemand te helpen. En ik had zo'n vriend. Irgendwann ging ik ook naar een Bibelschule. En ik zie alles voor Bibelschulen. Wanneer God hier open heeft, dan ga naar een Bibelschule. Want ze heeft mij veel geholpen im Leben. Aber das eine heeft ze niet gedaan. Ze heeft mij niet de homoseksualiteit in mijn leven uitgebarst. Ik dacht, de Bibelschule wordt hier uitbarsten uit mij. En die wordt deze krankheid, dat is eins, dat dan blijven uit mij uitschreeuwen. Maar weet je wat ik zei? De waarheid wordt je vrij maken. Wem de zin vrij maakt, die wordt waarhaftig vrij. En in deze tijd redt het van de waarheid. En ik dacht immer, dat weer de waarheid, dat ik wil maar dat vertalen gaan, dat weer de waarheid. En dat is part van die. Maar weet je wat de grootste waarheid is? Die is in diesem Buch binnen. Wanneer du anfängst te leven zoals dit Buch zegt, als de Bibel zegt, du is waarhaftig vrijheid. Ik weer in de Bibelschule, nog helemaal gewonnen aan zelfbevrediging. De Bibelschule ging voorbij. Ik weer nu uitgeleerd zo te zijn. En dan op eenmaal, ik weer in mijn laatste jaar, dan doe we weer die mijn jongens en meisjes. Nu op eenmaal zeg ik door een mail, die zegt smak. Die komt van het oudere hem. En die benoemt zich van. En die houdt alles wat einer zich van wil wensen willen. Dus ik zeg me zo. En ik kijk wat je predigt. Dat leven is een entscheidung. En dat wil ik nu proeven. Ik wil me aan deze mail verleven. En ik wil dat durchvieren. Ik wil de vrouwen. Ik wil met de ouderen reden. Ik wil alles doen wat ze geheert. Ik wil me bevrijden. De gevallen zijn mijn dank. Maar ik wil mijn leven niet wegschmieden
in de homoseksuele wereld nemen. En ik vang aan. Ik vroeg daaruit. En weet je wat? Ik verlief me ook. Ik ben werkelijk verliefd in die. En dat ging wieder. Op eenmaal. Dan wordt onze leven kalder en kalder en kalder en kalder. Du passiert nichts. Von mir bijna komt geen drank. Du wirst nichts, wat dat mij ook, ja, bevredigt. En dan eens zo overs, ik wie über dem naar Canada getrokken. Mijn Bibelschule weer te eng. En ik voet voor 2 jaar naar Canada. En dan eens zo overs, merk ik mijn e-mail op. En du hast een langer brief. Der sagt, ik wil die niet. Dat deed me leid. Ik wens die God te zijn. Ik had haar verteld wat mijn grootste nood was. En deze persoon zegt me, ik wil die niet. En ik kon haar verstaan dat ze mir dat zei. Dat ze mij opzeggen deed. Wens mijn leven weer niet werkelijk wat ik voor haar had. Ik kroop in mijn kamer en voer naar een park. En ik wil healen. Mij healen betterlich. Ik had niet ouderen. Ik had niet Geschwister. Ik had goede vrienden, onkel en tante. Maar ik had niet de vertrouwenspersoon waar ik brugge deed. En ik zat op een park. Als ik daar aankom en wil healen. En mijn hart weer steinrig en hart. Ik kan niet mal healen. Mij ging dat zo slecht door. Ik voer naar huis. Verzocht te slopen. En ik zei, het leven wordt ver weg kunnen. Weet je wat, dit wordt al alles schaffen. Bloos ver weg kunnen. Dat wird nicht so einfach. Alle jongens, alle mannen, alle vrouwen, alle meisjes. Vielleicht sei je irgendwann in je leven bij deze punt gekomen, wo ik dan kom. Ik had allemaal pornografie gecheckt, maar ik had nu een laptop op mijn schoot. Woonde alleen in een huis. De duivel komt. En hij zei, schrijf mal dit woord aan. Schrijf mal Jan woord aan. Fang mal aan dit aan te zeggen. En weet je wat er komt? Die besten bloß een beetje meer weten over dat thema. Dus dort vangt het aan. 10 minuten later wie ik in de diepste pornografie, wo ik jaren niet van vrij komen rijden. Wat mij gebangen had, wo ik nacht de meest niet geslopen heb, wens dat alles wat ik nog deed. En dan zei dat allemaal, ik wil vrijkomen. En ik ging te kerk, ik had vrienden, ik bid en ik wil. En ik wees dus op zijp, ik leef plus, dat komt niet ver weg. Ik val allemaal terug. En dan hield ik een week uit, en dan dacht ik, nu is het je was, en dan niks, na weer alles voorbij. En dan hield ik 3 weken uit, en dan dacht ik, nu is alles je was. Ik trok irgendwann weg van Canada. En toen weer de tijden waar het einfach schöner ging en slechter ging. Ik trok terug naar Paraguay. Van waar ik komen deed. En krijg ik dort, dan zei ik te God, ik heb me niet phone. En in diesem phone waren deze beelden niet meer over deel komen. Waren deze video's niet meer over deel komen. En God sei Dank, hij maakt me vrij. Hij maakt me waarhaftig vrij. En ik wil je in diesem proces vertellen, waar hij me vrij maakt. Ik kom naar Paraguay en ik traf me met een vriend. En hij zegt te mij, God heeft die naar Bolivia geroepen. Ik wil niet naar Bolivia. Want ik wist dat we hem door een dienst doen. Hij zegt, God heeft die geroepen, die moet je hart en hij wordt je niet vrede hebben. En alles wat ik dacht weer, dat is een schrijkelijke zin, God. Den kost je niet gebruiken. Du hast keine weg, dat ik kan en die kan ik irgendwas doen. Maar weet je ook wat? Ik had niet vrede. God roopt me en roopt me en roopt me. Ik vloog naar Bolivia. Dat is niet weer af van daar.
In einer Nacht krijg ik den Frieden Gottes. En ik zal voor, nu vangt mijn arbeid daar aan. Ik trek daar aan. En we vangen aan, dat een van de eerste zaken wat we deden, een paar vrienden op wie een campamento, Impacto Vertical, hij vielleicht mal gehiert. Maar niet dort, dan hij ik raan, je niet abgehiert. We zeiden, we waren jugendliche Taubkräuwen. En we waren met hen zingen, dansen, we waren spelen en wat Gottes hier. En we hadden een wunderbare tijd. Bloß we werden niet organisiert. Ik wil verantwoordelijk voor de kerk, voor de games, voor de redner, wo alle 100 Jugend worden slopen en nog een paar andere dingen. Ik ging jede nacht op den campamento, zo wordt klok 5 morgens slopen en stond klok 6 op. Nur den campamento wie ik krank, ganz im Bad en ik wist niet wieder. Ik kan geen dokter, ik wist niet naar een hospital te varen en ik wil in de eng. Wat ik hier op een campamento had ik een traagmerker geleerd. Zijn naam is Jit Unger. En ik vond hem aan en hij zegt me, die is dit en dit alles geworden. Die leven der is weit überfordert. Du musst diese Medizin nemen. En ik dacht, wann das so ist. Ik voel nog naar een andere dokter en ik leid nog 30 dagen alles en wirklich, ik weer ganz krank. Wann wir das wichtig aus mir Medizin zu geben, ein von den Tagen, wo ich beam wie und ich wieder ein paar Tage beam, klappert er mir auf meine Knie und sagt, Eduard, die fehlt eine Früh. Und das wird die letzte Wahrheit, was mir jankert hier. Aber ich wollte hier, aber ich wusste, das schafft nicht bei mir. Ich kann ja dort versuchen, das schafft nicht. Die fehlt eine Früh. Und die fehlt nicht irgendeine Früh, die fehlt eine Früh, was die in der Stadt konnten, die in Arbeit. Und ich dachte so, naja, das Game ist noch schwander geworden. Sag ich da, hast du nicht auf dem Campamento eine Schmack mehr als was? Du wirst 100 Jugendliche, so du wirst 50 Schmack mehr als, aber nicht eine interessiert mich direkt haben, nicht eine. Da sag ich da, ich weiß, vielleicht sind das nicht so mehr alles für die, ich weiß gar nicht, was ich mir sagen soll. Aber hast nicht irgendwo Freunde, eine, die abfäschen kostet, und ich gleich Spaß zu merken, aber ich weiß nicht, was an mir werden wird, aber ich bete für mich. Und ich bete mit mir taub. Wenn du ein Gedanke in mir ankommt. In der Bibelschule hat ich eine Mädel kennengelernt und die nannte sich Heidi. Und ich sagte zu Gott, weißt du was, Gott? Das Padjasa hier ein Wort, Clown. Padjasa, das ist ein Ölspiel, ja? Weißt du was, Gott? Diese Padjasa niemals. Das ist das Letzte, was ich nehmen will. Ich werde nicht nehmen. So jammerlich bin, als die sich antreiben hat, und kläre ich. So eine Früh nehme ich nicht nur mehr. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber was ich nicht weiter ist, dass ich, als ich mir mal die andere Mal abfäschen will, mit meiner Gewalt, dann kommen, weiß nicht, wie viele Menschen, meine Lehrer, meine beste Freunde, meine Onkel und Tante wieder und meine Eltern gegangen, habe ich gesagt, ich fuhr mit ein paar Mal alles für ein Weg in meine Eltern Haus, omdat ich nicht bloß die eine würde mit haben. Und dann sagte die Mal, was jung glaubt, was er will, das ist nicht den Sinne. Du hast die andere, die bunte, die Fanje. Die passt für den. Und dort bleibt nachher an mir Beine. Und Menschen kommen ernstlich nicht mit mir reden. Mein Schwester sagt, dort ist die Früh, befriede bloß mal. Er hat die kennengelernt und dort wir Söhne gemerkt, er sagt, dort gibt nicht was Besseres für die. Die macht in unsere Familie ankriegen. Und ich dachte, naja, was wirst du in deine Familie ankriegen? Jetzt meine Früh, was dort war soll, nicht deine Schwerwasche. Aber das Gedanke kommt stärker und stärker. Ich lege Musik und ich arbeite und ich wohne in Santa Cruz, für wer dort kennt. Und viel von meiner Arbeit wie in Peilon, was ungefähr 60 Kilometer sind. Und ich fuhr dort ein paar Mal den Weg für diese 60 Kilometer. Ich möchte die Musik Lieder an und ich kann mir denken, wo ich mit Gott vertelle. Und ich schrie, wirklich schrie, nicht bloß von mir Beinen, ich schrie in meine Chor. Und ich sagte, Gott,
Weißt du nicht, als ich 12, 13 und 14 Jahre war, all meine Freunde sich einen Weg hinter der andere an mir verleiften und nicht schlupen können, wenn sie verleift wären. Weißt du nicht, was das wir? Und Gott sagt, ja, ich weiß. Ich habe eine Frau an die, bloß eine. Ich frage, dat wanneer Heidi de Meal is, de früh van mijn leven, dat ik mij krijg zo in eerste leven war. Zoals een 14-jarige teenager, wat niet weet hoe met zich aan en vangt zo te gaan. Je weet wat de 14-jarige zijn. Zo wil ik zijn. En nu als 27-jarige jong wil ik mij zo benemen, wenn ik niet met mijn feile weet terug te komen. Dus ik voet die geburtsdag. Heidi woont in Brazil, zij is van Brazil, 2000 kilometer af van daar waar ik weer. En ik schrijf haar, op Facebook schrijf ik haar, Hola Heidi, waar schijnt het, waar jet het die? En dan zegt ze, goed, en daar, nou wist het waar doen. En zij dacht, oh, wonder wat is jong wel. En dan fangen we aan te schrijven, zij deelt een zaken met wat ze zo durchgekomen heeft. Zij wie ook jugendleider, we schworen dat we, allein Jugendlehrer zu sagen, Gott, dachte ich, nein, das hier wird gut. Wenn der dort schwor ist, dann sehe ich hier Halleluja. Und dann sagt sie, dass sie dann erst ein Üle spielt, sie laut allem an für ihr Geburtstag. Auch wenn die nicht kommen würden, sagt sie, den Tag habe ich Geburtstag, komm doch zu meinem Geburtstag. Bloß so, sagt sie dort. Ich sage, ja, ich würde sagen. Ich will zu Geburtstag. Und ich will das nicht über Internet alles merken. Also ich bete ein paar Monate. Und über dem habe ich mich ein bisschen verläuft. Und dann komme ich noch an und der Ältere schickte mich bloß an. Der Vater streit mit seiner Mann und mit Heidi. Sie beide wollen Pizza vorher eten. Heidi glaubt, ich muss auf seine Seite sein, vorher Fleisch eten, Steak eten. So, ich sage bloß, ja, wir wollen Steak eten. Mir hunger der rein ist. Das Geld wir ganz vergebens. So wie vorher im Restaurant, und als wir dann durchkommen, am Hans, dann wird das Geburtstag, du wirst ein paar Drachen da, sie schaffen in die Kirche, dass wir immer alles tragen. Und dann, am nächsten Abend, um Geburtstag, und sind das so was. Ich sage früher, wann kann ich mit dir reden? Dann sagt sie, ich mache das alles tun, und was dort alles vorbei wird das Klock 12 Uhr Nacht. So dann ging ich dann ihre Stube nehmen, so eine große Stube. Sie wieder 3 Jahre getragen. Sie hat sich eine große Stube angebaut am Haus noch. Und dann saß ich mir auf einem engen Bad und weiß nicht, was ich sagen soll. Sie saß an ihrem Laptop und die bloß alle ein Like drücken, ob die für ihr Geburtstag Happy Birthday gewünscht haben. Ich dachte, das ist, was ich dir fragen soll. Auf einmal sehe ich, Heidi, wach mal ein bisschen hier, mal ein bisschen ab. Ich will dir was sagen. Dann war ich 5 Minuten da. Und dann dachte ich, wenn ich was nicht sage, und das nicht schafft, dann sind wir niemals mehr Freund, wenn es wie wir ein guter Freund von euch. Oder wie man uns befreien, ein von beides, das ist schön weich zu waschen. Aber nun habe ich angefangen, Ritter an kann ich nicht mehr. So, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf einmal sehe ich bloß, und ich sollte auf ein Bad, und ich sage auf einmal, ich will, ich sehe dich gut, ich sehe von dir verläuft und ich will mich mit dir befreien. Dann kroop ich unter den Dach rein. Und ich bleibe dann stolz hier rein und irgendwann komme ich wieder über den. Und sie gucken mich sehr funny an. Was mit diesem feinen Jungen? Was flott, dass er hier sagt, wie ganz wird. Dann sage ich so, weißt du, dann wollen wir über dort beten, nicht so? Und ganz abgerecht. Na ja, dann wollen wir über dort beten, dachte ich. So, er betet uns nicht dann in dem Moment. Aber sie sieht 2 Dinge, die mich sehr Hoffnung geben. Ich weiß nicht, sie das seine kennen beim Livestream, weil sie sieht, ich wünsche meinen Mann, der die reine Uhr hat, behaftet, in einem schmacken Bord. Und ich dachte, ich habe das haft geschafft. Ich fuhr in ein Haus, nächstens morgens, wir haben nichts, nur Frühstück, sonderbarerweise. Wir mussten nach gehen Erdbeeren pflücken, und wir streiten uns nachher, was dort Erdbeeren oder Himbeeren gewesen sind. Ich weiß nachher mal nicht, so abgerecht wie wir.
Maar ik weet waar ik de plekken deed en ik kijk immer naar haar. En ik plek een en ik kijk naar haar. Is het niet? Ik trok, ik vertrek naar mijn arbeid naar Bolivia en we vangen aan te schrijven. En op eenmaal werd ik aan zij ook verliefd. Maar ik werd aan zij breekt zichzelf heen en dat is wat fijn het mij alles. Je kent het nog een beetje. Breken voor de jongens, dat is plus goed. Dus zij breken een beetje dat ik nu moet, verzekeren. Dan zei ze, weet je wat? Wenn du mij was gaan, dan moet je hier gaan komen, mijn paarvrouw. Ze wist, dan moet ik met de wereld bij aan het hoop zijn. Zo, over dem komt wanneer de dag wo de Valentinsdag, dan weer dat de eerste maal, wo ik haar dan zei, I love you, ik leg die, ik lief die. En zij zei dat nog niet naar mij, een paar weken later voor ik dan naar haar. En als we dan van de airport naar huis komen, dan zaten we een bij den anderen. En ik weet, wo op eenmaal de hand, wie bij haar hand. En ik dacht, ik wil deze vriend niemals meer teruglaten. En mij voelt wat naan, dat ging zo schijn. En ik zei, bloos dankje Jezus, dat hast du gedaan en niet ik. En dan, nächstens morgens, ik ben ze opgerecht. Dan roepte ik de ouderen dan top. We zaten im living room, alle stunden en trekte zich de heen weer alle opgerecht. Alle feierden. Op eenmaal zei ik zie aan Heidi verliefd. Ik wil me met haar bevrijden en ik wil haar naar Bolivie nemen. De ma zei bloos, maar niet naar Bolivie. En de vader zei, neem dat met. Hij wie een beetje zo staat. En ik nam haar met. En anyways, dat we een vrijdagsmorgens aan de zin. Dan voeren we nog de Jugendstunde. Ik deed de reden op de Jugendstunde. En dan, als we dan naar huis komen van de Jugendstunde, dan waren we toch wel slopen gaan. En ik zei, check mal, wat schijn de maan schijnt. Buiten schijnen dat. En dan, wanneer hadden we een beetje candles aangestekt, buiten de maan schijnen. En we zaten de top in een hammock. En zij reed van mij dat we vielleicht zullen in deze relationship, wat we nu willen aanvangen, vielleicht zullen niet kussen, wat vielleicht, ik geloof dat zij een goede idee is. Maar ik zei daar, weet je wat, dat is mij al aan doet. Ik wil die kussen. Voor mij is dat wichtig. Ik heb nu bij 27 jaar gewacht, dat is 28, ik wil die kussen. En wanneer we onze handjes top, en wanneer we dat dan. Weet je wat? De eerste kus weer schrikkelijk. Dat weer dreig. Maar dan komt de tweede kus. En dat weer een wunder Gottes. Als ik deze vroeg, als ik deze mail kussen deed. God switcht in mij wat aan, wat hij nog niemals op zijn grote weg aangeswitcht had. Mij switcht in seksueel verlangen naar haar, zo als nog een vrouw, zo zeer als nog niemals. En dat weer zo groot, ik kan dat niet controleren. En ik dacht, maar terrein, alle jongens durch dit im leven durch. Ik wist niet, wohin met mij. Wirklich, ik wil voets, du opbesteed seks gaan, zo sterk weer het voor mij. En ik zei, God, we moeten het. Ik had het niet geleerd. God deed een wunder door mij. Door mij voet wat durch, wat ik niet erklären kon. We spazierden, en irgendwann entschieden we ons dan te beden. We gingen uit nein, Gott sei Dank ohne seks. En dan deze deel nutzte ik uit. En ik vertelde er rein alles. Niet zeer weit in details. Beetje van boven eeuwen, maar dat genoeg dat ze weten. En ik zei, neemst u deze persoon aan? Zij zei, ja, ik neem die aan. Zij vertelde ook haar leven. En we spazierden 10 maanden, dat we ons bevrieden. Ik zei maar dat we 9 maanden te veel. We kenden ons
Veel bloß te bevrijen. Veel bloß Kersenskleid te kopen en of naar de honeymoon. Zu onze Kerst dat wie een Wunder Gottes. Ich habe nicht Geld, aber du kommst so viel taub, wo Gott das mögt. Als ich ein 12-jähriges Kind wie ich mal in der Kirche, wo sie arbeiten, je was ab eine Kasse, und der hat einen Schmack gehalten, dass wir so eine altmensche Kirche, und ich dachte, das ist die schmackste Kirche auf der Welt, wo das gibt, die eine Kasse haben. Weißt du, wo eine Kasse hat? In der Kirche. Ich dachte immer, ich will Erdbeerjuice auf meine Kasse haben, wenn es dort wie eine von den schönsten Sachen, wo das geht, natural, einfach real Erdbeerjuice. Weißt du, was mein Schwiegervater trinken hat? Erdbeere, das wäre das Billigste, was er mir geben kann. Auf unserer Kasse waren 400 Liter Juice ausgetrunken. Wir befrieden uns und fuhren zur Honeymoon. Die Menschen sehen uns erst Jahr Leben wird schlecht sein. Und dort wir wunderbar. Dort wir herrlich und dort ging schön. Ich will mehr von ihr. Sex, wie wird wunderbar. Und es wird wunderbar. Aber du wirst noch einmal ein Trouble geblieben. Ich hatte Angst. Ich war ein Sklave von Angst. Was jemals irgendwer antworten. Ich will mich verkrüpen. Ich als dieser Jung, homosexuell, gay, das geht nicht. Ich will mich verkrüpen. Weil das eines Tages auf dem Bad sagt, wir haben da nicht ein Office. Und ich wieder mit meinem Computer und soll schaffen und merke aber Leute an Facebook und dort kommt ein Leid. Und dort sage ich, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Ich sehe nicht länger ein Sklave zur Angst. Ich sehe ein Kind von Gott. Und das leidt mich, ich hielt. Zoals ik me damals gewünscht habe, dass ich hielen will. Ich hielt und Gott sie nicht gehen wird. Und dort wird es, wenn ich nicht wirklich durch wir. Und Gott, redet zu mir. Und Gott sagt zu mir, die Angst haft die verloren im Namen Jesus Christus. Go und sei diese Botschaft. Nur alle Menschen auf der Welt. Wenn sie brücken diese Botschaft, du hast Kraft. Ich konnte nächsten Tag auf dem Jet ankriepen und alle Menschen dort vertellen. Aber ich rede mit Heidi. Ich rede mit vårt enge Freund und wie bereden wir für eine Zeit von Gebet anschlagen. Hänge diese paar Monate Zeit von Gebet, fange ich an, der notste Mensch in meinem Leben zu sein. Erst mit dem notsten Mensch, wo ich taub schaffen und alle einer Stadt mir. Dann meine Familie, alle meine 8 Geschwister. Wir hielten Tauben am Arm, dass sie wussten nicht, was mir passiert wird. Wo ich von klein und Sexualmissbrauch wird von verschiedensten Personen. Und sie sagen, go und predigtet. Dann wir ich auf ein Jugendcampamento. Und dort haben wir frei. Wirklich frei. Wir haben bereit, ich würde mein Zeugnis verteilen, hängen dort, wo die Pastoren abkommen und eine Botschaft bringen. Das ist eng von meinem Zeugnis. Hielt wir rein alle. Alle 200 Menschen, die wir im Soul wären. So stark wie die Jehen wird Gottes tun. Der Pastor kommt nach und sagt bloß, Jugend, wenn die nur Jesus kommen will, dann kommt nie. Und sie merkt auch frei. 90% von der Jugend kommt ungefähr noch fern. Das von der habe ich Freunde von der Jugend, was mir jeder Jahr ein paar Mal war sei, und sie kicken meine Uhren sei. Den Abend war ich frei von Selbstbefriedigung. Den Abend war ich frei von meinem Selbstwert, dass ich dort nicht annehmen kann. Den Abend in Gott mir frei, nicht bloß von Homosexualität, sondern von vielen Sünden. Galater, ein wunderbares Buch. Galater 4, Vers 1. Dann blieb nu in der Freiheit, wo Christus uns verholfen hat, und lot nicht waren den Sklaven Jesus ableihen. Wir sollen in der Freiheit bleiben. Wir sollten ich mit ein Teil Dinge an um mich. Eduard, du bist nicht gut genug, du bist nicht jan genug. Du kommst viele Versicherungen, jeder Tag. Tausende. Aber wir sollen in der Wahrheit bleiben. Wir sollen in der Freiheit bleiben. Wir sollen im Wort Gottes bleiben.
Galater 4, Vers 16 und 17 sagt, ich sei uns so, wandelt in Jesus, dann wo ihr nicht so tun, wo nur dort Fleisch gelassen wird. Weil das Fleisch verlangt, genau dort, wo der Jesus nicht will, und der Jesus will dort, wo dort Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer jen Eva, dort die dort nicht tun, was die tun mochten. In unserer Bibelvers ist das gleich immer. Ich lasse bloß dort port. Ich tue dort, wo ich nicht tun will. Ich lasse nicht, dass Jesus mich davon frei machen kann. Und dass ich von dir aus, dass das hier sage, im Jesus wohnen kann. Jeder Tag mit der Bibel und mit den Heiligen Jesus. Je fällt von ihm. Und evangelien von ihm. Römer 8, Vers 13 sagt es das. Römer 8, Vers 13. Wenn ihr so leben, als das Fleisch verlangt, müsst ihr sterben. Wenn ihr so leben, als das Fleisch verlangt, müsst ihr sterben. Lebst du noch so als dein Fleisch, das dir fällt? Lebst du noch so? Ich frage dich ernstlich. Lebst du noch so als dein Fleisch, das dir fällt? Als Hochmut, den Denk. Als Geld, den Denk, deine Leben nur Geld. Es ist dein Stolz sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass keiner einen Fehler wird von dieser Seite kennen. Junges, Mädels, Mann und Frühes. Wo steht das bei dir mit der Pornografie? Wo steht das bei dir? Ab welche Bilder trägst du noch? Brody, lebst du noch als das Fleisch? Lädst du das noch in die Kirche? Lest du diese als Bibelstelle fair und sagst, ich mag das Fleisch leben. Dort, wo ich nicht will, dort tue ich bloß. Und hier stehst du ab zu lesen. Dort, was ich lebe. Dann. Pornografie ist eine Krankheit in uns. Wo steht das bei dir? Ich will dich von dir auch schädern. Ich will dich schädern mit den Heiligen Jesus. Und ich wollte dich von dir auch nicht hochlassen. Ich wollte dich nicht hochlassen, wenn du nicht wahrhaftig frei bist. Wo ist es mit der Angst? Bist du noch versklavt an Angst? Aber die Bibel zeigt sie nicht ab. Wir kennen durch den Jesus, dort sind wir in uns dort merken. Bist du von dir bereit? Was so weit ist das? Hier von dir auch. Dort sind wir in die Leute dort zu merken. Bist du bereit? Dort heeft von die dort aufhumeren dat. Du wo die dort so weit, so betterlich weidet. Gott arbeitet noch einmal an mir. Ein habe ich mich frei gemerkt von dort die Homosexualität. Dort ist ein Wunder Gottes. Weil ich will jünd ein sei. Wandelt im Jesus. Merkt dort sind wir in jünd dort. Und hielt nicht ab. Wenn es dort was heim abgegeben hat, bet ein Tag, wo dort Wunder deed. Wo mich vollkommen frei merken deed. Und euer dort Wunder getan hat mir aber auch frei gemerkt. Wisst ihr dort? Ich habe Kraft für alle Troubles, was hier in diesem Soul von der Seite tun. Römer 8, Vers 37, habe ich in meinen Jugendjahren jeder Weg ein paar Mal gelesen. Wir sind mehr ausgewonnen durch den, der uns geläuft hat. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wer ist das? Diese Person? Jesus Christus. Er ist die Gott. Hast du die jene all vergift? Bist du bereit loszulassen von dir? Ich frage dich abzustehen. Wo steht dein persönliches Leben mit Gott? Was redet der Heilige Jesus nu zu dir? Was ist Gott? Wenn es so in Römer 8, Vers 37 sagt, wem der Sehen frei merkt, dem merkt er wahrhaftig frei. Von dir ist ihnen Tag gekommen. Nu krijg.
Wir waren hier in einer Worship-Titel angehen, wir waren hier in einer Anbetung-Titel angehen. Die Lichter waren ziemlich dunkel sein. Du und ich konnten das eine der. Du warst für sein Gebetsteam angehen und die warten nur die. Wir wollen einfach die am Arm und wir wollen mit die Tau beten. Du kannst uns persönlich, ich würde auch nennen gehen, du kannst mir ein paar Wort sagen und wir wollen Friede und Freiheit über die beten und die Kraft von Jesus Christus. Bitte hätte jetzt die an. Sag sei die an, dort von der du da hast. Dann frage ich dich, nu, komm. Komm. Frage dich, nu, komm. Mit dir ist op. Dort wird Musik bei sein, und das ist ganz persönlich. Das ist nicht, was wir die wiesen wollen, sondern dort soll eine Stelle sein, wo Jesus die von dir am Arm will. Und ich gucke. Jesus, du bist so schön. Wir danken dir von dir für diesen Tag hier. Wir danken dir, dass du alles betont hast. Und wir freuen dich. Rede nu, Herr Jesus. Ich weiß, ich habe lange nicht alle Sünden abgenannt, was das soll sind. Und wenn du so zu mir sagst, oh, die Predigt habt die nicht abgenannt, Herr Jesus, dann rede nu. Dann sei nu, wo die Sünde ist. Wo du von dir soll bearbeitet werden durch die Kraft von Jesus Christus. Wir können den Sinn nicht dulden in unserem Leben. Wir können den nicht dulden. Wenn es dort Urteil ist, ganz klar. Während der Sinn wird leben bleiben, der Wort dort erkenne ich nicht oben. Dort meint der Himmel, der Wort hier nicht oben. Die Botschaft ist hart, aber der ist leibtolich, der gleiche Zeit. Der ist so hart, dass Jesus sterben muss. Bloß für die und mich. Kannst du ein Amen so zu sagen? Welkom, Herr Jesus, mocht u hier reden. En wie laden aan? Kom naar de Jan wat God is. Ik word daar aangehen en kom einfach met me met. Wel begonnen. Voor die wat am Livestream zijn, die kunnen nu ook während deze gebedstijd een gebedstijd hebben. En die kunnen God vertrouwen. En hij wordt je wahrhaftig vrij maken. Amen. Ik hoor om deze weg. Ik dacht hij wordt nog vol. Aber die hast niemals versagt. Ik loon nu ne andere. Ik weet, hij komt je van. Wenn du hast noch niemals versagt. Die Versprechen bleib stehen, halt die besser mal drüben, Ich sieh in deine Hände, dort meine Geloten hat. Du hast niemals versagt. Ich wollte nachverjähren. Ich wollte halt die Herzdien wohl. Mein Wort wird den Preis noch wahrer sehen. Jesus, du bist genug. Hol mich in deine Luft.
hat din Preis noch wahrer sehen. Din Versprechen bleib stehen, halt die Wasser mal drin, mal drin. Ich sie in dine Heim, dort meine geloten het, du versagst niemals. Din Versprechen bleib stehen, halt die Wasser mal drin, mal drin. Ich sie in dine Heim, dort meine geloten het, du hast niemals versagt. Gott, danke dir für den Frieden, den Berufheit, den du uns gegeben hast. Du hast uns den Frieden und den Berufheit gegeben. Wir brauchen uns nicht mehr erforschen, wir sind frei. Du hast gesprochen und du sagst, wir sind frei und wir können in die Beruf sein. Wir brauchen uns nicht mehr drehen. Gott, und du sagst uns auch, uns in Galater 5, du redest zu uns und du sagst, Brüder, du hast das geschrieben, ihr verteilt und du sagst, Brüder, jünt hat Christus der Freiheit verhalten. Bloß braucht der Freiheit nicht, dort Fleisch den Wahn zu looten. Deint einer den anderen in Leid. Und hier kommt was am nächsten, dort Säuergraut. Er sagt, ich will es doch ganze gesagt, als mit ein Wort taugt. Du sollst die Nova Grut so gut sein, als die sagt. Wir sind frei. Wir brauchen nicht in uns nicht hier allein stehen, wo immer diese dunkle Zeit ist. Wir glauben, keiner wird das verstehen. Wir glauben, die wollen uns fortschmieden, die wollen uns die Zeit schmieden. Weißt du, Jesus wird dort wie den Baum mit der Früh. Was beweist euer Leib? Und die selbe Leib, als die Leib, was heute uns geraubt hat, zum anderen wiesen. Heute sage ich ein Wort, futtert aller Taub, und dort als Leib den Nächsten. Durch in uns ist die selbst das. Wir sind frei, wir sind nicht forst. Wir brauchen nicht in der Stadt bleiben, wo wir nu sind. Wenn dort so eine schwere Zeit ist, wie kann da rückkommen? Wenn dort eine feine Zeit ist, da kann es noch besser werden. Da kann irgendein Weg gehen, aber ein Ding ändert nicht. Und dort ist seine Leib und unsere Freiheit in seine Leib. Vater, für uns zu morgen, die Leib annehmen und ankommen. Dankeschön für die Berufheit. Zum Verwalt kommen und frei werden. Ich hab gesehen, sie bewegst den Boy und hat erklärt, du warst doch nie weiter da und du merkst ein Weich, wo nicht ein Weich wie und hat erklärt, du warst doch nie weiter da und ich hab gesehen, sie bewegst den Boy und hat erklärt, du warst doch nie weiter da und du wirkst ein Weich, wo nicht ein Weich wie ein harter Kleid. Du warst doch nie weiter da und ich hab gesagt, du bewegst den Boy, ein harter Kleid. Du warst doch nie weiter da und du wirkst ein Weich, wo nicht ein Weich wie ein harter Kleid. Du warst doch nie weiter da. Du warst doch nie weiter da.
Gott, für was du tun hast. Din Versprechen bleib stehen, halt du bist immer treu, immer treu. Ich sieh in deine Hände, dort meine Gelotenheit, du versagst niemals. Din Versprechen bleib stehen, halt du bist immer treu. Hammer true. Ich sieh in deine Hände, dort meine Gelotenheit, du hast niemals versagt. Gott, als hier in der Mitte von uns, der Herr Jesus, der Schau von dir aus Samarias. Vielmal Dank schön für das Jüngensonntag Samarias merken und Port sein von der Rechtwood bis Frauen, wenn hier somebody ist und je sein, dass die sind Menschen, die keine Gebet anleiten. Ich würde Frauen, dass die auch durchnehmen gehen, das sind Teil Menschen, Frauen für Gebet. Also ich will nicht haben, die hier noch fertig kommen und sagen, dass hier ist das Gebetsteam, das Team ist dort neu bern und da ist du. Und wenn du auch falls du willst gerne mit wem beten, vielleicht sind du Menschen für verschiedene Dinge, was sie durch diese Werk durchgehen, was immer das alles ist. Wenn du was Port sind, von dort merkt die Weich bist du dann und kannst mit Menschen dort beten, oder was von neu bei der nächsten Service anfangen, was in der Gebetszeit sind. So gut du bist dann, das Gebetszeit, gut du bist in die Stunde und raubt Jesus an, und das hat was Wunder da und was sei all das hier von der aus Samarias. Dankeschön für Mithalten, Dankeschön für Beten und Port sein, das in Samarias. Ich will Ihnen sagen, dass Edward Giesbrecht, der wird in unserer Kirche Office sein, Montag und Dienstag bei dir. Und dort kann ich persönlich mit ihm reden, wenn ich will eine Stunde oder so mit ihm reden. Ich kann dort dann schrift bloß noch an seinen WhatsApp, noch den Kirche WhatsApp. Und dann wollen wir dort auf die Liste abtun und sind mir all, was wir mit ihm reden. Und wenn ihr dort futzt, vielleicht kann ich dort nach Nähen kommen, wie wir ans Bastet tun, dass ich kann persönlich mit ihm reden. Vielleicht sind die Dinge, was du willst gleich persönlich durch zu reden. So Montag und Dienstag wird eine Office sein und ihr seid willkommen, durch Hand zu kommen. Ich spreche in Sehen über Jünd alle. Ich wünsche Ihnen Gottes Sehen durch diesen Tag, durch diesen Weg, dass Gott Jünd wird leiden, er wird Jünd beschützen, er wird Jünd führen und Jünd helfen, Entscheidungen merken, was in der rechte Weg gehen. Gottes Sehen mit Jünd und sehen wir uns nächsten Sonntag. Wir begruft euch, ja, meine Schuld. Wer kann trauen allein, so der Welt, glaub wir mein Traum, but I see far. From
voor